Hallo, liebe Freunde. Vandaag een beetje een thema. Dat sterven om Christus. Wat heeft dat gekost? Ik heb hier een ganz bekannter Bibelvers uit Johannes kapitel 3, vers 5. Dat zegt, Jezus zegt, ik zeg jullie de waarheid, wer nicht durch Wunder im Geist geboren wordt, kann nicht in das Gottesreich ankommen. Liebe Freunde, wie moeten geestlich wahrer geboren worden. Ons Fleisch muss sterben. Ons Denken, ons fleischliche Denken muss sterben. Maar wie willen een oprechter Christ zijn. Die moeten geestlich wahrer geboren worden. Die moeten een nieuwe mens worden. Totdat als Jesus Christus op ihr gekommen, omdat we dat kunnen aannemen. Wenn wir dort nicht worden annehmen, dann wollen wir die Bibel sehr viele Stellen nicht verstehen können. In Lukas Kapitel 22, Vers 45, dort sagt, als hij van Gebet abstond en naar de Jena kwam, hier is hij eingeschlafen. En Jezus zegt, waarom slaapt je? Waarom slaapt je? Ik denk daarmee aan, wie veel Christen schlupen door van de ocean dag, geestlich, innerlich. De Heilige Geist als du nicht berne. Und wenn der Heilige Geist du nicht berne ist, dann hast du nicht ein Christ, wo du Leben hast. In Lukas Kapitel 23, das 24. In Vers 47 wird sagt, en dort an die Nummer von Amtieren und von Sündenvergebung gepredigt worden soll, man alle Völker, die sollen an Jerusalem damit umfangen. Nu hart, und mit Günstzeugnis durchhängen stunden. Maar wir nicht sind wahrer geboren. Was haben wir für Zeichnis? Was haben wir für Erlebnis? Was können wir den Menschen mitteilen, was Jesus für mich getan hat oder für dich? Kannst du den Menschen mitteilen, was er für dich getan hat? Die Nähe für diese Vers sagt, und ich war jünd, das zeigen, was mein Vater jünd versprochen hat, aber blieb in Jerusalem, was de Kraft van boven über jünd kommen wird. Wat is er voor kracht? Dat je een eigen du hebben. Van Deus. Wat is er voor kracht? We gaan een klein beetje naar Johannes kapitel 15, vers 26. Dat zegt, wanneer de Treister komen wordt, dan den ik jünd van Vader scheiken wordt, dat Jezus de waarheid is en van Vader uitgeht. Die wordt van mij zeggen. Die wordt van Jezus vertellen. Die wordt niet stil zijn. Er zijn mensen die zeggen, jeder euer ist für sich selbst. Jeder euer macht sie in het leven kijken. Aber wat, wenn keiner wat sagt, eigentlich du sind schuldig als Christen. Da wir worden rückgehen den Menschen da vertellen, was Jesus Christus dort gekost hat, Christus unnehmen. Ich und du, uns traf dort in onze heen worden Nederland geschield. Ich und du werden fehlerhaftig. Aber Jesus betont für mich und die, dass ein du keine frei sein von Sinn. Aber uns traf dort für ewig eine Haal. Aber Jesus starb Christus für mich und die. Und wie müssen dort annehmen? Und wie müssen erfüllt worden mit dem Heiligen Geist? In 16. Kapitel, in 8. Vers sagt er, und wenn da kommen wird er die Welt die Üben aufmerken, über was Sinn ist, und über was Gerechtigkeit ist, und über was gerecht ist. Die 7. Vers sagt über ich sage die Wahrheit. Die Jünd ist dort gut, und ich mache gut. Wenn ich nicht mache gut, kommt die Tröster nicht nur Jünd. Wenn ich über gut
wo ich den Scheike und dort als der Heilige Jesus. Wenn du glaubst, du bist schuldig, für ewig in der Hölle, und du glaubst über an Jesus, was heute um Tritt angenommen wird, für mich und deine Sünde. Wenn du doch glaubst, nimm das an. Das ist ein Geschenk, was heute extra für mich und die tun haben. Gott hat sehr viel Liebe für uns, dass wir nicht brauchen an der Hölle gehen. Er hat, dass sie einzig sehen, um Tritt anzunehmen, dass ein Duch kann geraten werden, für ewig in Himmel sein. Er hat uns versprochen, dass ewig Leben zu haben, dass wir keine Kinder Gottes sind. Die Bibel versteht uns, dass auf mehrere Städte, dass wir annehmen. Will die Mut merken, laut die Fälle mit den Heiligen Jesus. Bet, nur Frau Gott, nur Erfüllung von den Heiligen Jesus, dass der Heilige Jesus in dein Leben hineinkommt, und dass dein Leben, das Schweinchen macht vergonnen, das macht rührt. Frau Jesus um Vergebung, der Buße über deine Sünde, dass du kannst ein neues Leben empfangen mit Jesus Christus, deine schwere Last aufladen. Nicht, dass du bloß immer weiter frischen Alkohol nehmen oder frischen Schmeck nehmen oder was immer du isst. Du immer weiter bei Jesus, um dein Fleisch zufriedenzustellen. Nimm Jesus, er ist da, der dir du Frieden geben und leitet Wort, wo du Frieden und Frieden am Hort hast. Da wünsche ich dir, für diese heilige Jahre, denk dir immer nur, was er für mich und die getan hat. Nimm das an. Und dann steht Gottes Segen für das nächste Mal.